Das Wunder der Nebelinsel wird weiter erforscht. Hier bei Risen 3 Titan Lords mit Mendoza und Carlos. Ja, die beiden ganz alten Kumpel noch aus Risen 1. Ich wundere mich zwar, dass die beiden nichts irgendwie sagen. Von wegen, hey, Mendoza, lange nicht mehr gesehen. Wieso bist du überhaupt wieder hier? Und Mendoza so von wegen, ja, Carlos, wieso bist du noch nicht unter der Erde? Aber ja. Gut, wir haben noch ein paar Dinge zu tun. Einerseits natürlich noch ein paar Missionen für Carlos. Und dann aber vor allem noch den letzten legendären Gegenstand, den es ja in diesem Spiel gibt. Sprich Nummer 30 und der ist hier auf der Insel. Es gibt noch ein paar Viecher und so. Ich will mich aber eigentlich nicht so lange damit befassen mit der Insel, weil ich meine, das ist schön und gut, sieht doch cool aus und alles. Und unser Hauptziel sollte eigentlich schon eher das Ende des Spiels sein. Schöne Viecher. Mendoza kommt mit, cool. Was ist das für Dinger, ey? Schnapper. Neu? Du willst ein Gegner sein? Ja, unserem Kristallzauber ist keiner gewachsen. Kommt noch einer, hey. Du Mistvieh sollst mich Also mein Drachenschnapper kennt man ja, aber normale Schnapper sind jetzt irgendwie neu. Ich habe begriffen es einfach nicht. Ja, leider Gottes, muss man ganz kurz gucken, wo ich jetzt dort oben, gut. Das waren noch die Seelenfresser, die wir für Carlos noch platt machen sollen. Los, lass den Tanz beginnen. Hä? Wieso gehen die auf harmlose Enten los? Zeig's ihm. Sowas wie dich erledige ich mit links. Scheiße. Also wenn es ein Bug ist, ist es ein cooler Bug. Sag doch zu. Gut, ich meine, Greenpeace wird etwas anderes davon halten, aber Diese Insel scheint überrannt von widerlichen Kreaturen. Du solltest dich hier nicht unnötig lange aufhalten. von Enten. Hast du ein Problem mit Enten? Das ist doch nicht mehr normal, wie sie sich verhalten. Wenn du nachts aufwachst und sie dich ohne zu blinzeln einfach nur anstarren. Irgendetwas stimmt doch mit diesen Viechern nicht. Ich bin der Meinung, wir sollten sie alle umbringen. Sicher ist sicher. Sicher ist nur, dass ich von Schwachköpfen umgeben bin. Mendoza, du sprichst mir aus der Seele. Weil, der Typ, der sieht ja schon so crazy aus, der guckt schon so crazy, sagt, oh, die Enten, überall Enten. Ich ente mich. Was machst du hier mitten in der Wildnis? Ich bin mit den Piraten hier angekommen. Sie haben mir eine Überfahrt gewährt. Ich bin auf eigene Faust losgezogen, um herauszufinden, wie schlimm es um die anderen Inseln steht. Was meinst du? Na, das dunkle Land natürlich. Ich wollte wissen, wie weit es sich verbreitet hat. Aber jetzt sitze ich erstmal hier fest. Nö, kein Bock drauf. Dann geht's ja wieder zurück auf Kalador und so, und da habe ich echt, vor allem für solche Typen, keinen Bock. Mann, Kamera! Du hast die Enten hierher gelockt. Red keine Scheiße. Nichts habe ich gemacht. Ich habe wirklich gedacht, auf dieser Insel gäbe es viele Reichtümer zu holen. Stattdessen ist das Einzige, was man hier findet, der Tod. Ja, so kann's halt gehen. Hast wohl die Hosen voll. Du wirst ja auch nicht von den Dienern des Todes bedroht. Ich bin echt kurz davor, die Fliege zu machen. Das wird mir hier langsam zu gefährlich. Du wirklich hast wohl die Hosen voll Sinn -1? Spinnt die eigentlich oder was? Ah, komm schon. Was So. ist denn mit den Enten hier los? Enten? Das sind keine Enten. Das sind die Diener des Todes, mein Freund. Was? Kennst du das, wenn du nachts aufwachst, weil du denkst, jemand beobachtet dich? Tja, ich bin letzte Nacht aufgewacht und dann standen sie plötzlich hier. Stehen um mich herum und starren mich aus ihren kalten, leblosen Augen an. Als würden sie mir jeden Augenblick den Verstand rauben wollen. Ich empfehle eine Einzelzelle. Kann es sein, dass du ein bisschen überreagierst? Laber keine Scheiße. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube, die Enten werden von einer größeren Macht kontrolliert. Eine Macht, die sie umherschwirren lässt, um die Menschen zu testen und zu sehen, wer schon reif ist, um gepflückt zu werden. Wir sind nichts weiter als eine Nahrungsquelle für sie. Sie ernähren sich von unseren Gedanken. Vermutlich gibt es irgendwo eine Gehirnente, die alle anderen steuert. Wenn wir diese Ente finden und töten würden, ich bin überzeugt, dass dieser Spuk dann aufhört. Sag mal,
Weil deine böse einfach töten, wenn es nicht besser geht. Nee, sorry, aber dem Langst, das ist immer zu doof. Sorry, aber das ist nicht normal. Eine Gehirnente. Gehen, werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, dass du als Ente wiedergeboren wirst. Warum gerade als Ente? Dann fällt es allen leichter, dich niederzutrampeln. Der war nicht schlecht. Das ist wohl die böse Ente, war. Hatte doch nicht so unrecht. So, jetzt reicht's langsam, Kumpel. Eine verdächtige Ente. Der Ragnarok. Friedliche Ente tot. Friedliche Ente tot. Nee, sorry, aber Schattenwesen ist als Ententarn, mein, sonst geht's aber noch, oder was? Ah, muss zugehen, ist größer auf das ganze Gebiet. Gibt's das wohl noch etwas für uns? Ich weiß ja nicht, Freunde, ich weiß ja nicht. War noch irgendwie ein Teleporter, war? Na, hier ist zumindest auch keiner. Das war wohl die andere Seite, wo das andere Viecher kam. Na gut, gehen wir zurück mal ins Lager, mal gucken, was er zu sagen hat. Die Entenverdächtigen, ne? Vielleicht kann man jetzt irgendwie von wegen... Ja, die Gehirnente gekillt. Ich werde deine böse Ente für dich töten, wenn es dir dann besser geht. Das würdest du tun? Ich habe wirklich eine Riesenangst vor diesem Mistvieh. Aber egal, was Fletcher sagt. Ich will nicht, dass du die anderen Enten tötest. Es sind eigentlich friedliche Tiere, die nur kontrolliert werden. Also pass ein bisschen auf beim Kämpfen. Deine Ente war ein Seelenfresser. Ha! Ich hab doch gewusst, dass etwas nicht stimmt mit dieser Ente. Ist er tot? Er wird dir keine Probleme mehr bereiten. Ach, das ist sehr gut. Hier hast du etwas Gold. Gold kann jeder gebrauchen. Was ist mit den friedlichen Enten? Hast du sie verschont? Ja, wir werden mich noch um sie kümmern und wir sie auch am Leben lassen, yo. Ich habe sie verschont und werde sie auch am Leben lassen. Ah, das ist sehr gut. Hier, nimm das als Dank der Enten. Die kleinen Biester müssen nicht sterben. Ein Hoch auf die Enten! Die beiden bösen Enten ist zurück, anstatt... nee, gar wäre jetzt fies. Anscheinend hast du da falsch gelegen, oder? Ja, ich... Oh Mann, nee, ein Gehirnent. Das ist bloß ein Seelenfresser, aber es ist noch cool. Mal eine coole Showanlage. So, jetzt gehen wir da runter, da unten ist noch einer und vor allem ist da unten auch der legendäre Gegenstand, den wir schon so lange suchen. Ja. Jetzt geht's doch wieder. Zack. Hallo, Mendoza. So. Schnie, schna, Schnappi, der kleine Schnappili. Respektable Leistung. Dankeschön, man tut, was man kann. Was ist denn hier oben noch los? Servus, ich bin's, der Michael. Alles klar bei euch? Das ist der Mortimer. Was sehen meine müden Augen? Ein Fremder hier? Oder haben sie dich endlich geschickt, um mich zu holen? Gehörst du zur Inquisition? Sehe ich etwa aus wie ein Soldat? In meinem Alter überlasse ich das Kriegspielen den Jüngeren. Nein, ich gehöre zu niemandem. Seit fast 20 Jahren warte ich nun schon auf meine Erlösung. Und immer wenn ich denke, der Moment ist gekommen, löst er sich in Luft auf. Genau wie du es tun wirst. Erzähl mir mehr über dich. Du bist interessiert an einer Geschichte? Dann will ich dir meine erzählen. Vielleicht lernst du ja aus meinen Fehlern. Dann lass mal hören. Tja, wo fange ich an? Als ich etwa in deinem Alter war, diente ich als Matrose auf einer prächtigen Handelskogge. Doch als eine Piratengaleere in unser Kielwasser segelte, waren diese Tage vorbei. Sie stellten unser Schiff und nahmen die Ladung und einen Teil der Besatzung als Prise. Ich gehörte zu denen, die das Kommando wechseln mussten. Du bist also Pirat? Damals war ich einer, in der Tat. Und seinerzeit war die Piraterie noch ein einträgliches Geschäft. Wir bestahlen Edelleute, Händler, Adlige. Ja, selbst eine Galeere des Königs fiel uns zum Opfer. Am Höhepunkt unseres Treibens hatten wir alles. Und doch nichts. Je mehr wir erbeuteten,
desto größer wurde die Zahl unserer Verfolger. Wie es aussieht, bist du ihnen entkommen. Das bin ich. Doch der Preis der Freiheit war hoch. Unser Kapitän musste ständig den Kurs ändern, um die Oberhand zu behalten. Wir verschwanden in eine Nebelbank. Obwohl wir um die Gefahr von Untiefen wussten. Doch dieser Nebel war anders. Er wurde immer dichter und es wurde still. Totenstill. Bis die Stille durch ein lautes Krachen unterbrochen wurde. Unser Schiff hatte Leck geschlagen. Und was ist dann passiert? Tja, diese Insel ist passiert. Und sie hat Mann und Maus zu sich geholt. Seitdem vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, ich wäre niemals Pirat geworden. All das Gold hat uns nur Unglück gebracht. Okay, das reicht mir schon. Schade. Wirklich schade. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Dafür will ich mich bei dir bedanken. Hier, für dich. Yeah, hat sich ja zumindest voll gelohnt. Okay, den Rest sind wir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Teleportstein, das kann doch ganz cool sein. Eine gute Nachgeschichte vom alten Knacker. Ja, wieso eigentlich nicht? Bereits tot. Legt doch nicht mit uns an, wir sind einfach nur unbesiegbar. Oh, was ist denn das hier? Ein Dornfeld. 3 Dinge lassen mich verzweifeln. Jetzt bin ich aber gespannt. Erstens, dass ich viel zu früh gestorben bin. Zweitens, dass den Titanen noch immer nicht Einhalt geboten wurde. Und drittens, dass ausgerechnet ein Idiot wie du meinen Seelenstein haben muss. Ja, mir geht's ähnlich. Hallo Lux, wie geht's denn so? Luxi-Lux. Ja, schnell sind die Viecher, muss man dazugeben. Das war's dann wohl. So, aber jetzt müsste eigentlich hier doch irgendwo der letzte legendäre Gegenstand sein. Freddys Fußfessel. Hab doch irgendwas gelesen vorhin. Vielleicht sogar hier oben. Weil dann wird man dich loben. Zumindest eine beeindruckende Aussicht. Mal gucken, doch, ich dachte hier irgendwo. Und hier ist es sogar, aber ich muss da ein bisschen weiter runter. Ja, ich mach's sehr elegant, wie man sieht, wa? Holrio, die Waldfee! Autsch! Das hat weh. Nein, doch nicht so, Mann. Ich wollte doch bloß das Gold. So, die Fußketten. Damit haben wir alle legendären Gegenstände, Freunde. Endlich. Fleisch zum Braten. Schade. Alle legendären Gegenstände beisammen. Ist das nicht nice? Gerade natürlich Sammlung. Das leise Versprechen, der alte Bogen, die Fingerknochen, widerspenstige Liane, das Zielwasser, der Diamantschärfer, der zerbrochene Dietrich, die vergoldete Kugel, das blutgetränkte Tuch, die Kurbelwelle, die Piratenflagge, der Plan des großen Holm, der Sonnenkristall, die kleine Steintafel, die kleine Greifzange, alles ein bisschen klein hier, blauer Federkiel, das Glasschiff, also das Wort so recht, es ist unzerbrechlich, ist klar. Die Fiole, die Zielscheibe, das zerstörte Brustpanzer, der Ornamentgürtel, das stumpfe Opfermesser, die Stimmgabel, das verschlissene Schwertscheide, der Stößel, der Monokel, die Tatze der schwarzen Katze, das Glasauge, die gehärtete Krabbenschale und die Fußkette. Die ist immer noch verschlossen, mir egal, Ruhmbonus, geil. Mehr Ruhm war. Irgendwas steigern bereits wieder. Ich weiß nicht, brauche eigentlich auch nichts mehr.
Magie vielleicht noch, wa? Hallo, kleine Muschel. Jo, wo bin ich jetzt gerade? Jingle vor allem, genau, muss er da rein. Okay. Einfach dem Weg entlang. Ein Ruhmbonus. Ah, so freies Fußfessel, die lohnt sich garantiert. Jetzt bin ich ein bisschen falsch unterwegs, toll. Da haben wir noch eine Muschel. Da waren wir vorhin schon, Da kommt Ärger auf uns zu. Nö, ist nur ein schwarzer Ghoul. Es wurde auch Zeit, verdammte Schattenbiester. Ja. Ist doch immer das Gleiche mit denen. Da kann noch einer. Zeit, verdammte Schattenbiester. Wenn ich hier ein bisschen falsch war, muss hier entlang. Zum Seelenfresser. Wow! Du sollst mich kennenlernen. Komm her, Mann! Bams, Booms und Dauts. Verdammte Schattenbiester. Ja, lass mal neue Sprüche einfallen. Aufgepasst! Der Sprung war nice. Alter! Es wurde auch Zeit, verdammte Schattenbiester. Die Todesklauseln, was für eine Quest jetzt? Notiz, toter Soldat. War wohl hier irgendwo einer Nähe, dem wir das hätten machen sollen, war? Und ein Goldklee. Ja, shit happens. Okay, haben wir das durch. Die Quest dazu fehlt zwar noch, aber was soll's. Was ich irgendwie verrückt finde, die Ziele sind noch markiert hier, obwohl ich die bereits platt gemacht habe. Ich muss jetzt irgendwie melden, war bei Carlos vorne und sagt, oh ja, du hast sie ja. Jetzt beweg deinen Arsch. Ich denke ja nicht dran. Weißt du, was die Strafe... Do Flamingo, nein, ist nur ist? Domingo. Ja. Ja, was? So heißt das. Wenn Kommandant Carlos das erfährt, bitte. Sag mal, wo kommst du denn her? Du bist doch gar nicht Teil unserer Expedition. Die Kartoffeln geschält. Ich segle unter eigener Flagge. Ich segle unter eigener Flagge. Du machst Witze, oder? Tja, dann sitzt du trotzdem in der gleichen Scheiße wie wir. Sieht ganz danach aus. Hier, darauf spendiere ich ein. Habe ich aus der Bautküche geschmuggelt. Aber hey, du tauchst zur rechten Zeit auf. Ein paar starke Arme sind mir immer willkommen. Wieso denn das? Starke Arme? Deine Waffen reichen dir wohl nicht mehr. Tja, für gewöhnlich tun sie das. Aber die Viecher hier sind zäh. Um denen ein Loch in den Pelz zu brennen, braucht's schon mehr. Bin froh, wenn ich jemanden finde, der hier noch nicht komplett durchgedreht ist. Wobei brauchst du meine Hilfe? Also pass auf. Südöstlich von hier dezimiert so ein Ding meine Männer. Ich habe schon versucht, Domingo darauf anzusetzen, aber der bewegt sich keinen Meter. Der möchte hier am liebsten den Posten aufgeben und zurück an Muttis Brust. Aber solange ich noch stehen kann, wird daraus nichts. Auftrag ist Auftrag. Und ich brauche jemanden, der sich um das Vieh kümmert. Entspann dich. Der Seelenfresser ist hinüber. Na, hoffentlich war es der letzte. Ohne dickere Kanonen sehe ich schwarz für uns. Aber bevor ich dich zuquatsche, nimm dieses Gold. Ehrliche Arbeit verdient einen ehrlichen Lohn. Dankeschön. Kann ich bei dir etwas lernen? Wenn du das nötige Kleingeld hast, sicher. Ja, da bin ich mal gespannt. Muskete, Pistolen, Leiben, steigen sich um 10 pro Stufe. Wo kann du ausmachen? Ich möchte ein besserer Pistolenschütze werden. Alles klar. Cool. Ich möchte ein besserer Pistolenschütze werden. Gut. Cool. Ich bin noch nicht gut genug. Oh, das ist mies. Durchlernen, den Rest brauchen wir nicht. Aber alles
nie geskillt und wird auch jetzt irgendwie nicht mehr richtig lohnen. Kannst du mir mehr über diesen Teil der Insel erzählen? Hier gehst du genauso schnell drauf wie woanders auch. Aber das kratzt mich nicht. Ich halte schon noch durch, bis ich den Dienst quittiere. Wer weiß, vielleicht lasse ich mich sogar hier nieder, wenn es keine Probleme mehr gibt. Und bis es soweit ist, baller ich mir noch ein paar Trophäen zusammen. Ja, und warten wir mal, bis Risen 4 war. So, den haben wir jetzt also. Wobei, jetzt ist das X plötzlich weg hier. Und hier oben bleiben noch. Hätte mit dem anderen noch quatschen sollen, wa? Verstaubte Aufzeichnung. Oh, jetzt fehlen die auch noch, oder wie? Hä? Ah, alle. Entschuldigung. Entschuldigung. So, Krax Alrang, Sorarul, die fehlen hier noch. Gut. Was mit dem hier? Wo fehlt hier noch etwas? Wo kann ich die alles suchen? Das heißt, Auftrag gibt noch gar nicht gefunden. Auch nicht schlecht. Eine Quest, um sie gefunden zu haben. Ihr geführt, da ist was und da ist was. Ja, kriegen wir doch auch alles noch hin. Weil hier bin ich auf dem Weg dazu, oder? Nein, mehr oder weniger. Da muss ich hier unten durch. Oh, ich bin ja komplett falsch. Bin ja hier komplett der Dödel. Okay, Leute, ja, wird mir gesagt, alles Wichtige beisammen. Was ich ursprünglich machen wollte, jetzt ein Nebelinseln, da fehlen noch ein paar Dinge, aber denke ich, einen Park, wenn das noch hin war. Das dürfte ja nicht so schwierig sein. Die Dunkeltrottel! Schon ist Ruhe. Ja, schon ist gut. Ich kriege erstmal die Zähne auf die Fresse, aber schon ist Ruhe. Hm. Ist klar, ist klar. Wenn man ein bisschen Magic Power war. Es leben die Blitze! Blüpp! Du Mistvieh sollst mich kennenlernen. Respektable Leistung. Ja, Magie mögen die nicht. Jetzt wird es ernst. Das ist jetzt das Problem, ich kann ja nicht kontern, ich muss einfach draufhauen, was das Zeug hält. Aber ist ja trotz allem eigentlich noch... Gehst, wird dich niemand finden. Das wird nicht passieren. So Steht da schade jemand? aber auch. Da steht doch eben, da hinten ist ein Seelenfresser, es aussieht. Da haben wir, glaube ich, nichts mehr. Okay, Freunde, der Part, ja, ein bisschen überzogen momentan, aber ist nicht schlimm. Aber jetzt natürlich zum Endspurt hin. Gehen wir ganz kurz rüber. Irgendetwas ist da. So sieht es nur so aus. Also, nur so, da hat er gerade irgendwie eine Person dort. Dass Magie-Laden immer so lange dauert. Hau schon ab. Naja, ist klar. Okay, mach wieder mal ein Feuer. Guck mal an, wenn wir hier haben. Kein Fleisch zum Braten. Ja. Ist toll, ist cool. Ich wollte eigentlich einen Fisch haben. Hallo. Geht gar nicht, okay. Hä? Teilweise glaubt's halt. Ist mir egal. Gehörst du zu uns? Wer ist uns? Ich und ich weiß auch nicht. Wo sind die anderen? Ich glaube, wir sollten hier nicht alleine sein. Von welchen anderen sprichst du da? Ich weiß auch nicht. Ich bin mir sicher, dass hier noch andere waren. Die kommen bestimmt gleich wieder. Nein, nein, irgendetwas stimmt hier nicht. Setz ihm ein Ende und lass uns weiter. Ich bestimme hier den Kurs. Was ist los mit dir? Du scheinst etwas verwirrt. Ich träume merkwürdige Dinge. Von Menschen, Fischen und schrecklichen Monstern. Von welchen Monstern träumst du denn? Von irgendwelchen dunklen Gestalten. Aber mein Problem ist etwas anderes. Im Traum erzählt mir das Monster, dass ich die Fische hier essen soll. Es ruft von der Anhöhe im Nordwesten herunter.
Ich werde für dich im Nordwesten mal nachsehen. Mal schauen, ob ich dein Traummonster finden kann. Wirklich? Ach, es ist bestimmt nur Einbildung. Ich würde mich aber wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass dort oben nichts auf mich wartet. Ich habe bestimmt auch eine Kleinigkeit für dich, wenn du rauskriegst, was hier los ist. Ja, er will uns fressen, ist klar. Ah, ich weiß nicht, Freunde, der Fischfresser und der Seelenfresser kann, wenn man auch über dort wirklich existiert, der ist doch garantiert nicht dort, der ist doch das muss doch der sein, oder nicht? Naja, egal. Freunde, wie es weitergeht hier bei Risen 3 Titan Lords mit der ganzen Magie, mit der ganzen Action Nebelinseln und was wir noch alles machen können hier, bevor es dann zu Ende geht. Und wir uns endlich um Crows Geiselflotte kümmern, das erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.